chinesische Regierung fand mit einer in Hongkong angesiedelten Firma Einigung bezüglich der Errichtung und Betreibung eines Straflagers in Kashgar. So kündigte die Firma Frontier Services Group, die in Risikoregionen aktiv ist und logistische Unterstützung leistet, an, dass man sich mit der Regierung in Peking über die Entstehung des Bildungslagers abgesprochen habe, mit anschließender Vertragsunterzeichnung. Die Präsenz des Konzerns in Ostturkestan schürt Ängste und Diskussionen. Ein Teilhaber der Frontier Service Group, Eric Prince, teilte mit, dass er bezüglich dieser Einigung unwissend sei. Ein Demonstrationszug durch Sakarya protestierte erneut gegen die unmenschlichen Machenschaften der Kommunistischen Partei in Ostturkestan. Auch in Elazığ fand in diesem Anliegen eine Versammlung statt, die auch der Präsident des Osttürkischen Nationalkomitees, Seyit Tümtürk, beiwohnte. Der Außenminister der USA, Mike Pompeo, gab bekannt, dass die Vereinigten Staaten aus dem INF-Vertrag, welcher im Jahre 1987 zwischen dem US-Präsidenten Reagan und dem Führer der Sowjetunion Gorbatschow zustande kam, aussteigen. Der Präsident der USA, Trump, begrüßt den Ausstieg der NATO-Verbündeten. Die NATO schließt sich der Entscheidung der USA an. Der afghanische Präsident Ashraf Ghani verfasste an den Präsidenten der USA, Donald Trump, einen Brief, in welchem er ihn bittet, nicht den gesamten Anteil an amerikanischen Truppen aus Afghanistan abzuziehen. Weiter betonte Ghani in dem Schriftstück, das in der New York Times publiziert wurde, sollten nur so wenige Truppen abgezogen werden, dass sie Kosten senken könnten. Parlamentarier der Demokraten und Republikaner der USA haben Ilham Tohti als Nobelpreisträger vorgeschlagen. Tohti ist seit etwa 5 Jahren in einem chinesischen Gefängnis inhaftiert und dort zum Tode verurteilt worden. In einer Stellungnahme äußerte Mark Rubio, wie die Chinesisch-Kommunistische Partei und Regierung weiterhin massiv Menschenrechte verletzt. Millionen Uiguren und andere Minderheiten werden durch den chinesischen Staatsterror in politische Umerziehungslager deportiert. Die Verleihung des Nobelpreises an Tohti sei somit ein wichtiges Zeichen.